Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Ja, Roger Federer, die kommen ja viel um in der Welt. Sind die Sexboxen wirklich so ein Thema? International reden wir darüber im Tenniszirkus? Ja, ich denke schon, oder? Ich meine, das ist klar, oder? Beim Tennis geht es ja auch um einen Strich und um drinnen oder draussen, oder? Aber eben genau auf diese zotigen Doppeldeutigkeiten wollte ich verzichten. Heute, Roger Köppel, helfen mir dir Mann mit Niveau. Es kann doch nicht sein, so ein Thema, oder? Ist das bei euch nichts, oder, die Boxen? Das Stirnenprinzip ist klar. Wer zahlt, befiehlt. Jegliche Ähnlichkeiten mit Wochenmagazinen, die eine Auflage verlieren, sind rein zufällig. Um was geht's? Endlich mal hat Prostitution so richtig Ordnung. Vorher in dem Puff am Seil gegeben. Ein kleines Wortspiel. Vorher hat man ja nie gefunden, was man gesucht hat. Ottmar Hitzfeld, wenigstens eure Unterstützung, bitte. Ich gehe ja nicht davon aus, dass ihr mich ernsthaft mit solchen schäbigen Themen beschäftigen könnt, jetzt so mit in der WM-Qualifikation. Doch, ich denke, ich habe mir die Sexboxen natürlich schon angeschaut und dem neuen Strichplatz sieht es aus wie der Schweizer Nazi, oder? Alle, die wirklich und richtig gut sind, haben Migrationshintergrund. Und der Ausdruck Verrichtungsbox ist übrigens auch nicht neu, sondern ein gängiger Begriff für Spielerfrauen. Gib es auf. Gut, noch eine Hoffnung habe ich noch. Bastian Schira. Ja. Wenigstens, oder, auf euch zähle ich. Ihr könnt ein bisschen solidarisch sein mit meiner Abneigung zum Thema. Ja, ich prangere das an. Die Stadt Zürich fungiert ja als Zuhälter und nach der gratis Heroinabgabe wird Zürich langsam zu einer veritablen und kriminellen Untergrundgrösse. Der wahre Skandal aber ist einiges mehr, ist es der Offroader, der einem das Vergnügen nimmt, weil man nicht mit dem Auto geht oder im Auto geht vogeln und vor allem nicht im Velo. Zum Glück ist Freitag.